Vandaag zit je met Peter Reja. En ik wil me bedanken bij Reja dat ik hier kan met een beetje wat vertellen. Ook van zijn leven. Hij is ook al niet meer de enige. Du bent hier op een Paraguay geboren, ja? Ja. En ook een dorp opgewassen of dan een stad? Een dorp opgewassen. Mijn aanvang was in nummer 2. Pas dat 5 jaar ben en dan trokken mijn ouderen van nummer 2 naar nummer 3. En hier zit je blijven bad vandaag de dag. Oh, dan bent u eigenlijk pionier aan dit dag. Nou, niet ganz, maar van die tijd wordt hier zie je. En je hebben allemaal met vee gearbeidet of ook akkerie? Onfeindlich. Ja, dat we aber nog in die tijd waar we hier in de rij aankomen, is mijn pa met de oudste twee jongens nog een eenboonje voor met assen. Oh. En nog dan met Piet ook nog, maar dan ging het even op akkerie. En langzaam en feitzucht nemen. Groot boer, groot feitzuchter is mijn pa niemals geweest. So 20 bis 50 kop vijfhafte gehad. Aber hauptsächlich leefde ze van de Wirtschaft, van de akkerie, van Heina en van Schwein, van Sieska en Manjaka en Schoble, wat immer dat ze op de Wirtschaft jeft. We hebben omgeleefd. Meine Eltern waren sehr dankbare Menschen, vond ik immer. En hebben het beste gegeven voor ons, dat we overleven kunnen, dat we non-wassen kunnen. Hoeveel geschwister had u? We waren er 9 zijn we geweest. Ik zie de jongste. Deswegen weet ik niet alles van verher, maar 2 zusters van mij zijn in kindersalter gestorven. Ah, oké. Sonst er 7 blijven dan worden we alle top groot in de familie. Had je hier en daar dan ook een church? Ja, voor je aan de stad? Dat we lichtelijk onfeindlich church ook school. En dat we zondagelijk gottesdienst. Da sind meine Eltern mit uns alle top, dann so eine Möglichkeit immer zur Kirche gehen. Wo kannst du dich noch ein bisschen erinnern von deiner Bekehrung oder Taufe? Ja, ich hatte als junger Jung eine Begegnung mit Gott, dass wir aber mehr zu der Zeit als noch gerecht gepredigt wird. Und dafür hatte ich Schiss. Und als die Angst erst vorbei war, leid ich alles noch. So bleibt das bei mir bis mein 20. Lebensjahr, dass ich mich nicht für bekehrt hält und auch noch nicht will. Und auch viele Fehler, die ich gemacht habe, und Sünden eingerodet sie, wo ich aber mit 20 Jahren rausgekommen bin. Dann bekehrt auch meist für die Taufe? Ja, bekehrt. Ich glaube, dass wir an der 86 steht, an der 47 sind geboren, 57, 67. Ja, 67, 68, als het Jansteam hier weer. Ah ja. Dan hield ik den erop, ook du best dat je meint. En heb me dan bekeerd en ze wat dan, van dan aan wat nu ook. En je moet goed bewoord gebleven en geloven en ook mijn ganze leven aan voor zich. Ik ben dankbaar voor dat wat je wezen is. Had u gelegenheid dan, irgendwann hij in bevrijd waarschijnlijk, had u gelegenheid aan de gemeente met arbeiden? Ja, ik was 21 en mijn vrouw was 20 als we ons bevrieden. Dan holde ik een huis en we waren in verschillende gemeentes, maar ze kwam voets even aan mijn gemeente. En als we eerst een paar jaar aan de gemeente waren, hadden die we hadden gezien dat we vielleicht am Diakonendienst einsteigen können und haben dann manche Jahre am Diakonendienst mitgearbeitet und hat auch gut gegangen, aber es gab auch schwere Zeiten, auch sehr schöne Zeiten. Und du übernammst dann auch irgendwann dann die Paar in der Wirtschaft? Ja, das war all passiert, als ich mich bekehrt habe. Von 19 Jahren kaufte ich die Wirtschaft all, weil ich die Jüngste war. Und meine Eltern können nicht mehr auf der Wirtschaft bleiben, so von 19 Jahren übernahm ich die Wirtschaft, meine Eltern trocken in Philadelphia. Okay. Und du bist aber nicht einmal gesund gewesen, geblieben, du hast auch eine große Operation gehabt, was du davon vertellen? Ja, das war nämlich so, als uns jüngste in Brasilien Chast hat, ich habe eine Frau von Brasilien. Und da waren wir am Strand, und also mutig als ich immer war,
da wäre ungefähr 100 Trappen auf einem Burschnapper. Und ich sehe, meine Familie, die kommt mal heran, ich ran alle boven. Als ich meest boven will, verzeiht mir alles. Von da an hat der Doktor mir nachher erklärt, was passiert mit seiner. Hat der Blutdruck sich sehr gesteigert, dass mir eine Herzklappe gerettet wird. Ja. Und die wird total gerettet. So sagt Dr. Wiens mit an der Zeit in der 4. Operation. Und das war, ich war nach dem Jahr gescheit, als das ist klar war. Der Doktor sagt mir das ganz offiziell, dass du wirst eine Operation begehen. Aber du musst pünktlich hier kommen zur Untersuchung, wann das erste weit ist, wo ich sage, nö. Wie alt warst du dann? Bis 60. Ah, okay. Und dann wird der Termin da, dass du operieren. Ja. Und du hast bei einem Schweizer, der auch Doktor ist. Ja. Mag der da mit? Empfiehlt der dort zu operieren? Der hat mich sehr belehrt dabei und hat das auch empfohlen. Und wir selbst dabei bei der Operation. Ah ja. Was sagt er alles? Naja, er sagt, Papa, ich war die am Horten entschieden. Der Doktor hat mir Erlaubnis dabei zu sein. Und ich sage die dann noch, hast du ihn getötet oder hast du ihn schlecht getötet? Hast du ihn rein getötet oder einen Riesen? So wird das ungefähr gemeint sein. So, du hast dann aber da mit was erlebt. Was kannst du davon erzählen? Ja, das muss wahrscheinlich während dem OP gewesen sein, wo ich empfangen habe, ich will an meinen Verstand ganz klar, so habe ich empfangen und da sehe ich von diesem Tag noch von überzeugt. Und ich will aber nicht mehr bei mir. Ich will nicht mehr bei meinen Körper, sondern ich schwebe. Irgendwo schwebt ich. Und kann sehr viele Sachen sein. In meinem Leben war mir sozusagen auf einen breiten Weg gewesen. Dort ist der Anfang. Da ist das ein. Da brennt Feuer auf dem ein. Und da sah die Beise Macht an. In dem Moment. Und seht, dort dreh wie die nu haben. Ja. Und ich frage mich, wo sie eigentlich, was passiert mit mir? Ist das ein Albtraum, was ist das? Und von da an alles über Botschaften. Ohne Wied. Ich will hinterwegs und mir wird immer weiter gewesen, da stehen wir die Hand, da verbrennen wir die Last. Dort wird dabei gemacht. Mir wird aber eine Botschaft klar gemacht, hab keine Angst. Du bist nicht allein. Du wirst gedroht. Das wird sonderbar. Das ging und das ging wieder und wieder. Und die Qualen und das Vier wird immer abfallen. Und ich wusste nicht gut. Ich krieg es an meine Seele mit Angst zu tun. So ist doch nicht mein Leben. Das ist nicht mein Ziel. Und dann krieg ich war die Botschaft, noch eine Karte streichen, dann darfst du drehen. Und mit einmal wieder zu weit. Ich komme wie auf dem Wagen, das war so ein Schwebe. Und ich sag, das Krankenhaus von Bauer, wo ich interniert war. Und schwebt so, und mit einmal sage ich, für mich, ohne mich ist eine Leiche. Und ich sagte ganz klar und deutlich, und sei mit einmal, das sind ja meine Beine. Und damit ich mich erkannt, wie ich an mich bin. Ich kann nicht dafür, dass das so gewesen ist. Und mein Geist sagt mir, das wird die Realität. Wie soll ich das erklären, besser als das? So habe ich das erlebt. Und ich habe mich aber, als ich auf der Straße war, sehr viel mich gefragt, warum? Wieso mache ich das? Im Nachhinein, als alles vorbei war, dann frage ich nicht mehr, warum mache ich? Ich darf. Und da weiß ich aber dann, was das trägt an mich selbst. Ja?
Und der Doktor hat mir sehr fein erklärt, der Operationsdoktor selbst, am Abend vorher für die Operation, wir waren die sehr stark Remedien gegeben zum Diebschluppen und wir waren die 14 Stunden im Kammer holen. Und die 14 Stunden, was ich so empfing ich dort von Tag, was ich dann noch im Kammer war, auf Intensivstation. Da kann ich die 3 Arbeiter klar und deutlich erkennen, was Runden der Stunde und im Nachhinein weiß ich, dass das wäre 7 Intensivstationen, was also eine Halbmondform wäre. Da hat nachher becheckt und alles darauf kontrolliert, das stimmt ganz nah überein mit das, was ich an den 14 Stunden im Kammer da erlebt habe. Und da wäre die ganz raadste Anfechtungen von der Beisemeister. Aber de Goude ook wel. De Goude immer weiter. Sehr ruhig. Hier sind noch andere, die das sagen. Die haben nicht das sagen. Die waren die Einzige. Die sind auch dort, das ist real. Aber das real ist eine andere Macht. Als du dann so durchschwebst und an den Beinen ankommst, bist du dann wahrscheinlich abgeweiht. Nee, so würde ich das nicht sagen, sondern die 14 Stunden, das wäre die Nacht. Laute Nacht muss das gewesen sein. Jeden Abend operierte die Bad Glock 10. Die Zeit denke ich mal, so habe ich das empfangen, wie ich war. Ja. Dann komme ich zurück. Dann kann ich von meinem Körper aus die 3 Personen beobachten. Okay. Und die Beise Macht nutzt das aus. Die früh, die checkt die Beise nicht. Die wird die diese Nacht anbringen. Und die wird meist kurz eine Spritz abtragen, wird eine Dienst vorkommen und wird da jeften und die best geleibert. Und so passiert das. Kreuz so passiert das, bloß ich werde nicht geleibert. Ja. Die da was nennen. Aber die deed ihre Abgabe, bloß die Beise Macht braucht das, um mit zu quälen und mit zu einsten. So sage ich das von da. Ja. Und die dürfen mich niemals antworten, die satanische Figuren, die sich präsentierten. Die kommen bald non und werden aufgeblockt. Ah ja. Und ich krieg auch die Botschaft, die dürfen nicht. Die kennen die Grülle, aber die dürfen nicht wieder aus Bateau. Dann kommt eine Gelegenheit oder eine Erfahrung und dort wo sie mich abwarten. Das Personal, holte mich aus dem Kammer raus. Der erste Moment, was mein Empfänger war, nur der war so doch. Dann war das handgreiflich. Ich hielt meine Nummer open, ich war gerüttelt und geschüttelt. Und ich dachte, so, der wird dabei sein, mich doch erwischen. Mit einmal ging mir die Augen auf. Das natürliche Leben war da abgeweiht. Ja, die wollen die bloß abwarten. Die holte mich sozusagen aus dem Kammer raus und dann zei ich, das sind ja Menschen. Und dann war ein Moment auch Ruhe vorhanden. Aber die ganz große Qual, was ich dann erlebt habe, das wäre die nächsten 3 Nächte und auch 3 Fallentage. So eine satanische Angriffe hatte ich nie gelebt, dass mir passieren würde. Oh. Die wären rund um die Glock, rum mich, boven mich, wo immer ich hinschaue. Und meine Familie hat mich besucht. Die können ihren Paar nicht verstehen. Und auch meine Freunde nicht. Die haben mir nachher einmal gesagt, ich wüsste wirklich nicht wieder. Ich sage, ich auch nicht. Dann kommt eine Seelsorgerin. Die kümmert sich sehr an mich. Das war eine Sonne und Abend. Jeden Abend alle. Dann frage ich dir, gibt es in Asunción eine Gemeinde
geistliche Männer, die kommen können und mir eine Salbung geben. Ich war nicht klar. So schaffe ich das nicht. Ja, sagst du, das jeftet. Weil wir mal einen Termin aufmachen. Ich fahre nu Messfußtraining im Zentrum Asunción und da an unsere Gemeinde. Und dann komme ich morgen zu morgens mit 2 Brüdern hier hin. Die wollen die Salbung geben. Gut. Die fuhr dann wasch. In der Nacht war noch schrecklich. Zum Morgens, das war ganz interessant, das Fenster an der Sonne haben wir ab, das war ein Glasfenster. Die Sonne schien auf meinem Bad ab. Das sehe ich noch. So schrotzt der in meinem Bad. Ich sehe, Sonne schien. Damit dass ich den Sonnenschein erkannt ich Gott seinen Schein. Und ich konnte mit einmal die Hände heben und sagen, im Namen Jesu, Teufels, wasch. Seit dem Sekund wird die böse Macht besiegt und wasch. Und wir haben aufgemacht mit der Frau, wie wir da anrufen. Und dann sagte meine Frau, nu überschwindet am Telefon, ruft die Frau an und sagt, die Salbung ist passiert. Das ist alle Jahre. Das ist aber sehr interessant. Was die böse Macht, kommt die einmal darauf zurück, ob dort, was du erlebt hast? Da ist es 4, da ist es 4. Kommt die einmal dahin und Ne, dat war bloß die erste Streit, wo ich außer Lebens war. So soll ich das sagen? Ja, aber nu die letzten 3 Tage, 3 Nächte. Verstehe, wie waren die, wie weit haben Mittel und Weg die kaputt zu machen. Das war, so hatte ich das empfangen. Und dat, Gott sei Dank wäre immer war die Botschaft davon besiegt, habt keine Angst, habt keine Angst. Von wo kommt das? Ja. Das kommt von Herrscher. Ja. Da, wo mein Erlöser lebt, beim Vater am Himmel. Dann wird das auf einmal mit dem Sonnenschein wasch. Mit der Anfechtung. Ja, mit den Anfechtungen. Und ich habe in mein ganzes Leben noch niemals so ein brennendes Hort für Jesus gehabt, als da die nächste Minute und Stunde. Ich konnte bloß die Hände heben und Halleluja sagen. Danke. Ja. Und das hat sich aber alle gut verheilt. Du hast. Ja. Du bist, das ist ja nicht dann alldag meist 10 Jahre, Lothar, oder 8 Jahre, ja? 8 Jahre, das kann darum so sein, ja. Du kannst arbeiten? Ich kann ein Jahr noch arbeiten. Ich bin von Tag und Tag total ohne Medizin. Ah ja. Wat de dokters vielleicht nicht ganz geloofden dat het wordt gaan. Maar we gaan sehr leven schwer zijn. Der ist auch Doktor. Ja. Mit dem berede ich alles. Und zodat we hebben, ich habe ihm gesagt, ich entschlüsse mich nicht für so. Und er gab mir gewisse Empfehlungen mit, was ich unbedingt soll, und dat wir den Blutdruck, jeder Tag Blutdruck meten. Und ich da mit natürlichen Mitteln mir probieren wieder gesund zu halten. Mir hat das Geld. Das ist ein sehr tiefgehendes Zeugnis, was du hast. Was würdest du eventuell an den Todtäter noch mitgeben können auf dem Weg? Naja, ich habe immer so gedacht, 2 Welten jeftet. Die böse Macht jeftet. Da bin ich bei 20 Jahren gelebt, bei dem 20. Jahr. Habe mich dann bekehrt und habe das Lager gewechselt. Sie in ein anderes Lager hineingekommen, eine andere Beziehung mit meinem Erlöser. Wenn ich dort beides in Eberstahl, das eine ist, führt dahin, wo die Qual wirklich zuletzt wird kommen. Das andere führt in den Himmel. Da, wo Jesus all verabgegangen ist, und er ist verabgegangen, und es kommt weiter, uns zu holen. Am uns da auch. Ja, und dort würde ich
jedem empfehlen, wem's Leben nicht in Ordnung ist, bringt das in Ordnung. Mit Gott, mit Jesus, mit der eine Familie, mit allen Zank und Streit einmachen. Real das Leben willst, das hat Zukunft. Dankeschön weiter für das Wort. Ich hoffe, dass ihr helfen, auch am Glauben wiederzukommen.